Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktik Fuchs. Ja, Taktik Fuchs ist da, wo ich euch meinen Tipp zum Spiel sage, ein bisschen meine Einschätzung zum Spiel gebe und euch zeige, wie ich die Mannschaft ins Rennen schicken würde. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn euch gefällt, was ihr hier seht. Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir rein. 17. Bundesligaspieltag mit einem Sieg kann es die beste Hinrunde aller Zeiten werden. Ja, ich denke, das spielt in den Köpfen keinerlei Rolle. Hatten wir nie auch auf der PK gesagt. Mein Tipp: 1:5. Ich hatte erst ein 3:0, aber aufgrund des letzten Spieles, das 8:1 gegen Wolfsburg, kann man die Erwartung auch mal einen Tacken hochschrauben, wenn man gesehen hat, wie 'n Olisse und 'n Diaz in Form sind, dazu 'n Harry Kane, ähm, der wahrscheinlich den größten Anteil auch mit dran hatte, die Spieler überhaupt so einzusetzen, aber anderes Thema. Von daher habe ich mal auf 5 erhöht, da sehr wahrscheinlich Manuel Neuer im Tor stehen wird. Alles andere würde mich überraschen. Ähm, Gibt's halt die 1 auf der Habenseite von meiner Seite. Ja, das ist der Grund. Ähm, ja, ansonsten, ich habe es schon gesagt, auf der PK wurde die Frage auch gestellt: Köln, schwierige Situation, Unruhe, bla, Sülz, hin und her. Es spielt, wenn man gegen den FC Bayern spielt, keine Rolle. Ob Köln jetzt 6 Siege hintereinander hat oder 6 Niederlagen hintereinander, das hat, auf das Spiel gegen den FC Bayern null Auswirkungen. Das ist für diese Mannschaften, ähm, das Spiel der Saison zu Hause. Punkt. Ja, so. Vor allen Dingen haben sie nichts, aber auch gar nichts, erst recht, wenn wir unsere Ergebnisse anschauen, unsere Form anschauen, gar nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Ja, keinerlei Druck. Es sei denn natürlich, wenn du 8 Buden kassierst oder so, dann wird's natürlich kritisch. Dann ist vielleicht schon ein bisschen was im Argen, ja, aber ansonsten hast du doch keinen Druck gegen den FC Bayern. Ist doch das Schönste, was du haben kannst, zu Hause gegen den FC Bayern zu spielen, ohne Druck. Du kannst voll aufziehen, ja, was du meinst, und gut ist, weil es erwartet keiner etwas von dir. Es erwartet keiner, dass du den FC Bayern unter Druck setzt, dass du den FC Bayern besiegst oder sonst was, ja? Und wenn es dann passiert, ja, wie gesagt, du kannst nur gewinnen. Und das ist der Faktor. Zum Spiel selber, ja, das Pokalspiel hat's gezeigt, ja, dass Köln frech sein kann, dass uns dann auch wehtun kann. Und ich bin gespannt, ja. Ich bin gespannt auf den ersten FC Köln. Ansonsten ist wie immer, wenn wir unsere PS auf aufm Rasen kriegen, ähm, dann brauchen wir über nichts diskutieren, dann wird das eine klare Nummer und fertig. Ja, und das ist der Anspruch, den du haben musst. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch mal rein in die Aufstellung. Ich würde den Obich, nicht den Ulle, den Obich das Spiel geben. Wird natürlich nicht passieren, Manuel Neuer wird im Tor stehen, alles gut. Aber ich würde es ihm schon gönnen bei seinem alten Verein, ne? Gut, von daher würde ich 'n Obich aufstellen. Ja, fangen wir vorne an, das ist ja der absolute No-Brainer. Jo, was ist denn los? Treffe ich heute hier die verkehrten Buttons oder was? Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, eben auch aus den Gründen, dass keine Alternativen da sind. Serge ist krank gewesen, ist wahrscheinlich dann immer noch 'n bisschen krank. Das heißt, wir haben höchstens maximal 'ne Alternative auf der 10. Ja, klar, wir können darüber reden, den Nakal auf die rechte Seite zu stellen, und dann 'n Guerreiro auf die 10. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob Ziyech zumindest auf der Bank sitzen wird, keine Ahnung. Ich würde schon mit den dreien, auch wenn es eine englische Woche ist, ich meine, wir haben ein bisschen Pause gehabt, alles ist gut. Ja, wir haben da 'n schweres Spiel auswärts in Leipzig, logisch. Und da kannst du natürlich auch gerne anfangen, ab der 60. Minute ein bisschen Kräfte zu schonen, ja. Hat man ja jetzt im Spiel auch schon gemacht. Völlig fein, aber ich würde erst mal mit den dreien anfangen, ja. Erst mal den Bums in trockene Tücher bringen und dann können wir ja sehr, sehr gerne anfangen, da ein paar Kräfte zu schonen. Ja, kommen wir zur Zehnerposition. Ähm, ja, es gibt keine Alternative, ja. Und dass 'n Lennart K. mal 'n schlechtes Spiel macht, erst recht nach den Schlagzeilen et ähm, muss man hinnehmen. Wenn Serge fit sein sollte, 100%, ist Serge natürlich eine Alternative, ja. Rafa Guerreiro,
Ja, keine Ahnung, würde ich jetzt einen Jugendspieler oder einen jungen Spieler nicht vorziehen. Ja, sollte Karl wieder so eine schlechte Leistung bringen, ja, dann musst du ihn zur Halbzeit halt rausnehmen. Punkt. Ja, und dann bringst du 'n Rafa rein und gut. Ansonsten haben wir es gesehen, wenn Harry Kane sich fallen lässt und Lennart Karl dann vorne da irgendwo rumsteht, macht er auch keinen großen Schaden. Also, von daher, alles ist fein, ja. Gut, ansonsten haben wir natürlich nur noch junge Jungs dahinter, wo man sich halt wünschen würde, dann vielleicht auch mal die letzte halbe Stunde den Jungs zu geben. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass man jetzt schon anfangen muss, die große Rotationskeule zu schwingen. Ja. Es sei denn, irgendwas ist natürlich angeschlagen oder nicht richtig fit, so, das weiß ich natürlich nicht, ja. Wird sich ja eh dann erst im Abschlusstraining entscheiden. Dann natürlich, let's go, ja. So, über was reden wir? So, aber das gilt für jedes Bundesligaspiel, egal wie der Gegner heißt. Ja, um das auch mal klar zu sagen. Ja, kommen wir zu der spannendsten Position. Das ist natürlich die Zentrale. Josa Kimmich fällt weiterhin aus. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, auch hier gilt dasselbe wie für Lennart Kahl. Ich würde noch mal Pavlo und Tom die Zeit geben. Pavlo wurde ja relativ früh ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Grund gab oder sonst was. Ansonsten ist Leon da die Alternative. Ja, Conny Leimer ist natürlich jetzt keine Alternative mehr in der Zentrale, weil wir ihn auf der Außenverteidigerposition brauchen. Von daher wird ein Conny Leimer rechts auflaufen und ich gehe davon aus, dass ein Ito links auflaufen wird. Weil auch ein Alphonso Davies war krank, ist krank, also erkältungsmäßig irgendwie, genauso wie Serge Gnabry. Von daher wird das keine Alternative sein. In der Zentrale, ja, auch da würde ich, also ich hätte keine Kopfschmerzen damit, einen Kim aufzustellen, so, ja. Aber ich tue mich schwer, jetzt am zweiten Spiel zu sagen, komm, du musst jetzt irgendwie schon an Schonung denken oder so. So, nach einer Pause, ja. Natürlich, wenn, keine Ahnung, irgendeiner, habe ich ja gerade schon gesagt, irgendeiner nicht ganz rund läuft, ja, dann let's go. Ja, dann raus, Min-Jae rein, so, da habe ich gar keine Kopfschmerzen mit. Ansonsten würde ich eh sagen, ähm, auf jeden Fall einen der beiden raus, dann relativ frühzeitig, 60. rum, ja. Aber erstmal erstmal die beste Mannschaft drauf, Feuer frei, ja. So, dann kannst du gerne, wie gesagt, du musst dann Gas geben 'ne Halbzeit und dann kannst du in der zweiten Halbzeit ja gerne 3 Gänge runterschalten und dann kannst du da ein bisschen durchwechseln. Ja, da habe ich gar keine Kopfschmerzen mit. Ja, ansonsten sieht man aber natürlich auch, Alternativen haben wir gerade nicht wirklich. Ja, Sascha Boe ist immer noch krank. Stani ist verletzt, also auf Rechtsverteidigerposi haben wir gar keine Option. Null, ja, weil natürlich auch, ähm, Kimmich nicht da ist. Wir hätten natürlich Tom Bischof, der Linksverteidiger schon gespielt hat. Könnte auch passieren, dass wir das sehen und dafür in der Zentrale Pavlovic und Goretzka. Könnte ich mir auch vorstellen. Obwohl ich persönlich jetzt nicht wüsste, was gegen Ito spricht. Es könnte natürlich sein, dass man Tah und Upa eine Pause gönnen will. Dann kannst du natürlich auch Ito und Kim in die Innenverteidigung stellen. I don't know. Ich denke, Ito ist. Ja, Ito hat gerade so ein bisschen das Problem, dass Upamecano und Jonathan Tah beide auf einem super krass hohen Level agieren. Ja. Ähm, Sonst würde ich 'n Ito da schon mehr in die Startelf drängen sehen, wenn ich ehrlich bin, weil er überragend ist. Aber er kann natürlich jetzt seine Chance nutzen in der Zeit, wo Stani nicht da ist, ne? Ähm, Alphonso Davies wird noch nicht in der Verfassung sein, da groß Druck auf ihn aufzubauen und dann kann Ito sich da als Linksverteidiger, etablieren, ja? Da bin ich sehr gespannt. Also, wenn er natürlich die Chance kriegt, da bin ich gespannt drauf. Bei mir wird er die bekommen. Also, ich bin großer Ito-Fan und ich denke, er hat bisher seine Einsätze auch alle gerechtfertigt. Aber ihr seht's, ansonsten ist hier nichts mehr. Ja, ich habe keine Spieler, die ich hier eintragen kann. Ja, wir haben noch Rafa Guerreiro, ja, wir könnten dann den zur Not auch hier eintragen. Wir könnten ihn hier eintragen, wir könnten ihn hier eintragen. Das können wir natürlich noch machen. Dann mache ich den Serge darüber. Ja, wie gesagt, bei Serge weiß ich nicht genau, wie es da aussieht, ob er fit genug ist oder nicht, keine Ahnung. Ähm, und das war's. Ansonsten haben wir natürlich einige Jugendspieler, wo ich jetzt auch gar kein Problem mit habe, ja.
Deswegen sage ich ja, aber fang mit der besten 11 an, gib in der Halbzeit Vollgas. Hoffentlich reicht das dann oder 60 Minuten und dann kannst du die Wechsel durchführen. So, ja, so würde ich den Bums angehen. Gut, ansonsten, ihr seht, eine große Rotation mit gestandenen Spielern ist gerade auch nicht möglich. Ja, was wäre die Rotation? Die Rotation wäre Gnabry rein, der wahrscheinlich noch niemals fit ist. Die Rotation wäre Guerrero rein und Kim rein, ja? So, das wäre die Rotation. Und 'n Goretzka vielleicht in die Startelf. So, mehr Rotation geht gerade nicht von gestandenen Spielern. So, ja, so sieht's nun mal aus. Ansonsten, ich freue mich auf ein schönes Spiel hoffentlich. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffentlich ein schönes Spiel. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.